Hallo, herzlich willkommen bei Talk and Pray von ICF Church. Ich freue mich mit euch gemeinsam jetzt hier Zeit zu verbringen und uns Gott anzunähern. Heute habe ich meinen Freund Dave Kuhl mit dabei. Grüezi, Schön grüezi. bist du da, unser Worship Leader. Das ist Vanessa. Ja. Sie leitet im Gebet und im Prophetie-Team, genau. leitet sie Teams und ist, das ist das Wichtigste, auch noch Ja. bei uns in der Buchhaltung. Sie schaut, dass die Finanzen auch gut klappen Yes. hier bei Oh uns. Mann. Genau. Eine langjährige Leiterin hier auch in unserer Ja. Church und ich selber, mein Name ist Joel Vögeli. Ich bin Pastor vom ICF Sunday Night, das ist die Celebration am Sonntagabend für die Jungen auf Schweizerdeutsch. Die leite ich, da bin ich Pastor. Und wir haben hier heute ein wunderbares, interessantes Thema. Was sagt wohl Gott zum ganzen Klimawandel? Als ihr davon gehört habt, dass dieses Thema kommt, was waren so eure Erwartungen kurz, dass wir uns einklinken? Ich war sehr gespannt, wie politisch es wird Ja. und wie theologisch es wird. Also ist es eher eine Meinung, die Ja. Leo eigentlich da predigt, oder geht es wirklich um, was die Bibel dazu sagt? Ja. Das habe ich mich gefragt. Ja. Bei Ich dir? habe mich gefreut, ich freue mich über diese Themen. Ich freue mich, wenn die Kirche, wo auch es Sinn macht, immer nicht überall aber Stellung nimmt und Hilfestellung gibt, Ja. um mit solchen Zeitthemen umzugehen, finde ich immer Ja, etwas Schönes. Ja. ja genau. Wir haben auch, oder wir spüren auch immer wieder, das ist in solche Themen hereinzugehen. Man denkt doch immer, ja, der Leo, der macht doch das gerne, Leute zu provozieren und irgendwie so. Aber das stimmt nicht. Das ist für uns alle als Church und auch für Leo ist es so ein Ding. Okay, wir spüren, wir müssen solche Themen thematisieren und es ist nie irgendwie unser Ziel, irgendwie Hauptsache wir wirbeln Staub auf. Sondern, und das ist, glaube ich, wichtig, das ist unser Ziel, dass wir Gottes Perspektive mehr verstehen und dem jagen wir ja auch hinterher und dass wir, und dafür möchten wir jetzt auch diese Zeit nutzen, auch im Gebet, dass Gottes Ordnung und göttliche Gedanken unser Leben prägen können. Und das ist jetzt auch unser Ziel. Wir werden so 3 Aspekte nochmal anschauen von dieser Message vom Sonntag und da bitte ich dich, dass du dich damit einklingst in diese Vision, dass Gottes Ordnung dein Leben prägen kann und Gottes Wahrheit. Darum geht's. Und darum lade ich dich ein, Heiliger Geist, jetzt in dieser Zeit. Jesus hat gesagt, dass du, Heiliger Geist, kommst, um uns in alle Wahrheit zu führen. Darum übergeben wir, Heiliger Geist, diese Zeit jetzt dir, dass du uns prägen kannst und führen kannst und uns auch helfen kannst. Auch da, wo es notwendig ist, wieder dass Ordnung, neue Ordnung, göttliche Ordnung in unser Leben reinkommen kann. Genau. Amen. 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 Ich möchte mit euch starten mit einem kurzen Recap und wir schalten nochmal in die Message zurück und schauen einen wichtigen Punkt an von Leo. Die Schöpfung hat angefangen, das sind 6 Stufen. Gott schuf am ersten Tag Tag und Nacht, am zweiten Tag das Firmament, am dritten Tag das Festland und die Pflanzen, dann Sonne, Mond und Sterne. Gott schuf am Anfang in 4 Tagen die Natur. Und dann am nächsten Tag die Tiere vom Wasser und in der Luft. Dann am 6. Tag die Landtiere und Gott schuf den Menschen. Und zum Ebenbild Gottes, es gibt keine Natur und kein Tier wurde zum Ebenbild von Gott geschaffen. Wir Menschen sind ein geistliches Wesen. Ein Tier und eine Natur hat eine Seele, aber niemals einen Geist. Und das ist ein Riesenunterschied. Und als Gott es gemacht hatte, hat Gott geruht am Sabbat, am 7. Tag. Und Gott schaut all das an und sagte, wow, da ist mir etwas richtig gelungen. Das ist absolut großartig, großes Tennis, große Leistung, Big Chapeau, wow, come on. Ja, ich finde das wunderschön, wie die Leo das so rausbringt. Er sagt, Gott hat sich richtig gefreut über die Natur. Ja. Also das löst die Natur ehrlich gesagt bei mir auch aus. Und es gibt, habe ich letztens ein interessantes Detail gelesen von einem Schriftsteller, der da vor etwa 100 Jahren gelebt hat und der gesagt hat, seine Theorie, warum Jesus immer wieder diesen einsamen Ort aufsuchte, ist, er wollte die Verzückung über die Natur vor den Jüngern verstecken, weil er so Freude hatte, auf dieser Erde wandeln zu können, die er selber geschaffen hat. Ich habe das noch interessant gefunden und ich finde das ein guter Starting Point. Denn wir müssen doch zuerst mal
wissen, von was wir reden, wenn wir etwas beschützen wollen. Also ich habe auch 2 Kinder, ich habe ein Zuhause, das mir auch wichtig ist, oder mein Körper, du schützt, was dir wichtig ist. Und wenn du gar nicht weißt, wie schön diese Natur geschaffen ist, oder mal, keine Ahnung, ein bisschen salopp, aber eine Doku schaust, wie diese Tierwelt funktioniert und alles wunderschön, das löst bei mir, auch als begeisterter Motorradfahrer, passt jetzt nicht so zusammen, aber im Dienste des Herrn unterwegs, um die Natur begutachten zu können. Einfach, ich finde, diese Freude an der Natur ist mein Starting Point, und dann ist, auch in der Message geht der Leo ja auf diesen Fußabdruck ein. Und da finde ich, teile ich diese Sicht, die er da gesagt hat, ja, jeder hinterlässt einen Fußabdruck, das Pferd, der Vogel und wir auch. Und logisch müssen wir uns Mühe geben, da werden wir auch ein bisschen zu sprechen kommen, aber wir sollen unseren Abdruck hinterlassen, weil wir sind Gärtner, wie es im 1. Mose heißt. Wir machen einen Garten, es ist keine Wildnis, die du nicht anrühren darfst, weil sie ist perfekt ohne den Menschen, sondern Gott hat sich was überlegt, als er den Menschen in diese Wildnis oder eben da noch einen Garten hineingesetzt hat. Ja. Ja, ich finde dieses Bild vom Garten so schön, dass es Pflege braucht, oder? Man muss manchmal auch etwas rausreißen oder zurechtstutzen, und wir dürfen dort, wie du sagst, auch den Fußabdruck hinterlassen. Wir müssen uns ja nicht unsichtbar machen, aber trotzdem gut damit umgehen und verantwortungsvoll damit umgehen. Wir sind schon jetzt durch einige Themen so hindurchgegangen. Ich möchte gerne von euch zu Hause mal einfach wissen, weil ich finde, das ist schon ein Geheimnis, was du gesagt hast. Wenn Jesus sagt, er zieht sich zurück, auch in die Natur, er zieht sich zurück, um Gottes Stimme irgendwo zu hören. Für viele höre ich immer wieder, die Natur ist ein Zugang. Und schreibt doch mir kurz in den Chat rein, inwiefern erlebt ihr das selber auch? Nämlich einfach mal, nämlich Wunder, was ihr da schreibt. Jetzt zum Beispiel ich selber, du hast gesagt, schon nur eben, wenn du mit dem Motorrad fährst, oder dann gehst du raus, du gehst in die Natur. Ich selber gehe joggen und ich merke, das ist so ein Ort, wo ich einfach mich zurückziehen kann, meinen Gott erleben kann, beten kann, aber auch einfach zur Ruhe kommen kann. Und das ist so wertvoll. Und ich finde es ich glaube, es ist cool, wenn wir mal da starten und einfach beten, dass Gott durch die Natur uns selber begegnet. Schreibt mal rein in den Chat, wie erlebt ihr das? Geht ihr selber in die Natur? Geht ihr joggen? Was erlebt ihr selber? Dass wir da mal anfangen. Ich sehe, ihr habt schon viele Anliegen. Wir werden nachher noch für Anliegen beten, aber komm, wir starten mal da, wo wir einfach uns Gott beten, dass er uns diesen Zugang schenkt durch die Natur, wo er uns eigentlich in den Garten hineingestellt hat und nicht in ein Betonhaus, um aufzublühen. Ist noch spannend. Genau. Komm, wir beten doch. Oft bin ich in Awe, also schreibt jemand, Esther schreibt das, und bete nicht, aber ich bin voll verbunden und weiß, dass der Vater da ist. Also eben, das ist wirklich etwas, was die Natur macht. Und komm, wir starten mal da, beten für unser Herz, unseren Zugang. Dave, vielleicht kannst du da gerade dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns das zutraust. Was für ein Vorrecht, dass du ein Planetensystem ready machst für Leben. Und dann dürfen wir hier sein und du sagst, schaut bitte dazu und überlässt uns das. Und das ist einfach eine riesige Ehre und ich fühle mich berührt. Du sprichst immer wieder auch durch die Natur und dafür danke ich dir, Jesus, dass du so viel Schönes gemacht hast. Und ja, das berührt mich zutiefst, dass du so viel Sinn für Schönheit hast, dass du auch vergeuderisch umgehst, selber, indem du diese Farben und Formen und alles kreiert hast, was nicht immer einfach nur funktional irgendwie daherkommt, sondern auch noch schön. Das ist so crazy und zeigt mir deinen Charakter, dass du ein schöner und ein künstlerischer Gott bist. Und wir ehren dich für das. Ich danke dir, Gott, jetzt hier im Chat schreibt ja so viele wunderschöne Sachen, die sind nicht selbstverständlich. Ich danke dir, Gott,
für diese Orte in der Natur. Wir danken dir für das ganze Grün, das wir sehen können. Wir danken dir, Gott, für die Blumen. Wir danken dir, Gott, dass du, Heiliger Geist, erlebbar bist durch die Natur, durch die ganze Schöpfung. Wir danken dir für das Wunder, für all diese Wunder, die in der Natur sind. Wir danken dir für das immer wieder Erneuern, für das Aufblühen, für den Frühling. Wir danken dir für die Tiere, Gott, die du geschaffen hast. Wir danken dir für die Vögel, für ihr Singen. Wir danken dir, Gott, dass du einfach in diesen vielen Details wohnst. Wir danken dir, dass wir durch die Natur laufen können und einfach unser Herz aufgeht. Wir danken dir für jeden Sonnenaufgang, den du schenkst. Wunderschön. Wir danken dir für alle Wiesen, die wir sehen können. Wir danken dir für den Frieden, den du bringst, wenn wir in der Natur sind. Wir danken dir für alle übernatürlichen Begegnungen, die wir mit dir haben, Jesus, wenn wir einfach in der Natur sind. Jesus, dir sei die Ehre für die ganze Natur, für deine wunderbare Schöpfung, für dieses große Geschenk an uns. Ja. Ich danke dir auch, Jesus, dass du uns immer wieder durch diese Natur inspirierst und uns immer auch Dinge zeigen willst, durch diesen Sonnenaufgang oder diese kleine Wunder, die wir jeden Tag in der Natur erleben dürfen, Vater. Und ja, ich danke dir einfach, dass wir dieses Geschenk haben dürfen, dass du uns zeigst, wie wir verantwortungsvoll und nach deinem Willen auch damit umgehen können, ohne dass wir irgendwie verkrampft sind oder uns einen Druck, einen religiösen Druck machen oder einen menschlich gemachten, gesellschaftsgemachten Druck, Vater, dass wir einfach können damit gut umgehen können, wie du es willst, wie du es für uns vorgesehen hast. Ja. Und wir danken dir, dass es einfach der Garten sein darf, in dem wir zur Ruhe kommen dürfen, in dem wir dir begegnen dürfen, Jesus. Ich habe einfach so ein Bild, wie du in den Garten kommst und einfach mit uns Gemeinschaft haben willst. Und ich danke dir dafür. Bitte, dass du Leute befähigst, gute technische Erfindungen zu machen, wie wir besser leben können auf diesem Planeten und ihn nicht kaputt machen. Ich danke dir, dass du Leuten einfach Geistesblitze und Gedanken gibst, wie wir uns da weiterentwickeln können. Darüber freue ich mich, über jede Erfindung, die diesen Planeten aufatmen lässt und die Menschheit nach vorne bringt. Ich danke dir für das, Jesus, dass du uns Verstand gegeben hast, um Dinge zu entwickeln. Ja. Amen. Amen. Das war schon ein Punkt erwähnt, ich greife das jetzt nochmal Stück für Stück auf, dass Gott eigentlich eben den Menschen diesen Garten gegeben hat, um ihm Sorge zu tragen. Was würdet ihr sagen, was ist im übertragenen Sinne unser Garten, den Gott uns gibt? Also wie übertragt ihr das jetzt in euer Leben? Ja, ich hätte jetzt gesagt, mein Leben und alles, was darin ist, also meine Beziehungen, auch mich selbst, meine Seele, mein Geist, ja, mein Leben, genau. Ich finde das einen guten Starting Point, immer das eigene Leben, weil das ist auch eine Krankheit unserer Zeit. Man sieht immer, was alle anderen besser machen können und klar kann man jetzt dem Eis hervorhalten, das macht ihr ja auch gerade. Mir geht es eben nicht um das, sondern was wir eigentlich wollen, auch wenn wir da versuchen, Dinge aufzuschließen, ist oder zu vergleichen, ist, dass wir auf unsere Leben und jeder auf sein eigenes Leben schauen soll und sagen, hey, lass uns selber Verantwortung nehmen für die Natur. Ich habe ein Häuschen, ich habe gewisse Ressourcen, die kann ich gut verwalten, mir überlegen, ja, was brauche ich wirklich, was nicht. Also ich habe 2 Kinder, meine Töchter, die lieben neue Kleider, zu sagen, bist du sicher? Brauchst du das? Ihnen lernen, umzugehen mit Ressourcen, auch mit Geld, weil Geld, wenn du viel Geld hast, dann hast du das Gefühl, ja, ist doch kein Problem, ich kann es ja zahlen. Ja. All diese Dinge, einfach bei sich selber anzufangen, finde ich einfach immer sehr gesund, bevor man sagt, du solltest das ändern. Es gibt in der Schweiz den Spruch, schau für dein eigenes Gärtli, und das finde ich, das passt.
Ich fände es schön, wenn wir dafür beten. Eben jemand hat auch gefragt, für mich ist mein Garten mein Herz. Ist das falsch? Oder das findest du ja genau auch, Genau, oder? Wo ja. man da beginnt. Und komm, wir fangen mal da an, wenn es darum geht, das, was uns Gott anvertraut hat, dem Sorge zu Lustigerweise, tragen. ich will das noch kurz Ja, anfügen. Ich bin ja in der Seelsorge. Und wir schauen in der Seelsorge oft mit dem Heiligen Geist zusammen unser Leben oder unser Herz, unsere Seele an. Und das finde ich noch witzig, weil meistens ist das Bild, das dafür kommt, ist tatsächlich ein Garten. Oh, wow. Ja. Und dann finde ich es cool, wie Jesus denn da das Unkraut rausnimmt in Form von Angst oder was auch immer und das wie neu bepflanzt mit wunderschönen Pflanzen, die auch wieder für etwas stehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein schönes Bild auch für das Herz oder das Innenleben sozusagen. Genau. Könntest du uns Ja. darin auch gleich anleiten? Weil ich finde das schön, wenn wir doch mal da starten. Noch bevor wir nachher zu den Ressourcen, was uns Gott gibt, an externem einfach mal anfangen, unser eigenen Garten, das ist Schöpfung, unser Herz, unsere Schöpfung mal mit Jesus hinzulegen. Und vielleicht könntest du uns sogar leiten darin, Ja, wie gerne. das geht mit schauen, Ja. ob Unkraut da ist oder irgendwie, Ja, wie Kann man ich das machen. macht. Plastikmüll. Einfach im eigenen Herzen. Also gut, wir können jetzt gemeinsam von Vanessa lernen, wie man Jesus seinen eigenen Herzensgarten, genau. wie sagt man, jetten lässt. Ja. Genau, dann darfst du sehr gerne, wo du bist, einfach mal dich entspannen, mal deine Augen schließen und dann einfach dein Herz anschauen. Versuch dir dein Herz vorzustellen, wie das aussieht. Vielleicht ist es herzförmig, vielleicht hat es die medizinisch korrekte Form. Vielleicht siehst du aber jetzt auch einen Garten vor dir. Ganz egal, wie du es siehst. Versuch dir das vorzustellen. Und wenn du das hast, wenn du dein Herz vor dir siehst, dann schau auf Jesus. Wo ist Jesus? Ist er darin? Ist er daneben? Siehst du ihn vielleicht gar nicht? Und wenn er nicht darin ist oder du ihn nicht spürst, dann kannst du ihn jetzt rufen, kannst du ihn zu dir bitten, dass er zu dir kommt. Und dann danke ich dir, Jesus, dass du jetzt einfach uns zeigst, wo wir etwas in unserem Garten haben, das da nicht hingehört. Vielleicht sieht es wie ein Unkraut aus, wie ein Pilz, wie eine Pflanze, die nicht hingehört. Vielleicht sieht es auch wie eine Wurzel aus, die nicht gut ist. Vielleicht ist sie schwarz. Also vielleicht ist es auch einfach ein Fleck. Schau genau hin. Du kannst es sehen. Und wenn du das jetzt siehst, dann frag Jesus, was das ist, für was das steht, diese Wurzel oder diese Pflanze oder der Fleck, was du auch immer siehst. Und du musst gar nicht lange überlegen, es ist einfach das Erste, das in deinen Kopf kommt. Meistens. Dann frag Jesus, ob er dir ein Instrument gibt. Vielleicht eine Heckenschere, so ein Garteninstrument, vielleicht eine Schere, eine normale, ich weiß es nicht. Und dann benützt dieses Instrument. Oder wenn Gott selber vielleicht der Gärtner sein will für dich, wenn er dir jetzt sagt, du musst das nicht selber machen, ich will das für dich machen, dann lass es zu, dass er das für dich macht. Und gib ihm das einfach ab. Und wenn möglich, sprich es aus, weil das hat Kraft, wenn du es aussprichst. Wenn du sagst, ich nehme jetzt das Beispiel von Angst, Jesus, ich gebe dir diese Angst an dein Kreuz. Ihr dürft es gerne auch in den Chat schreiben, was ihr Jesus geben wollt. Dann bekräftigen wir das als Zeugen, Genau. Jesus, in meinem Herzensgarten. Genau. Diese Wurzel, bitte reiß die raus. Diese gebe ich dir. Ja.
Und dann kannst du zusehen, wie Jesus das mitnimmt. Weg aus deinem Garten, aus deinem Leben. Und wenn es weg ist, dann ist jetzt ein Loch dort, wo diese Pflanze vorher war. Und Gott möchte dieses Loch mit etwas Neuem füllen. Und jetzt kannst du Gott fragen oder Jesus fragen, mit was er dieses Loch füllen will. Und vielleicht hast du noch ein Bild dazu. Vielleicht ist es Liebe, vielleicht ist es Freude. Und vielleicht ist es eine wunderschöne neue Pflanze. Und dann danke ich dir, Gott, dass du der Gärtner bist in unserem Garten und dass wir mit dir zusammen dieses Unkraut dir abgeben dürfen, Vater. Und dass du etwas Neues pflanzt in unser Leben, etwas, das Früchte trägt, das Blüten trägt, Vater. Das die Bienen anzieht und einfach diesen Garten wunderschön macht. Und ich bitte dich, dass du das immer wieder tust für uns und wir das immer wieder mit dir zusammen machen dürfen. Amen. Wir beten gemeinsam auch, Jesus, danke, dass du von Victoria diese Angst siehst und das wegnimmst, Jesus. Ich danke dir, dass du diese Sorgen siehst, Jesus, und dass du die nimmst und und dass die Sorgen, dass wir die bei dir lassen dürfen. Ja. Jesus, ich danke dir für diese Angst, für alle Leute, die Ängste haben in ihrem Leben. Und wir werfen alle diese Ängste und Sorgen zu dir, Jesus. Nimm diese Wurzel weg, alle Müdigkeit auch, die da ist, Lethargie, Jesus, auch die Vergangenheit, die wir haben, Jesus, wo die in unserem Leben noch ist, Nervenzusammenbruch, Jesus, wir geben es dir, bitte komm da rein, Jesus. Du bist unser Gott, der das getragen hat für unser Leben, Jesus. Und wir danken dir, Jesus, dass du um unser Garten so einen Hag machst, einen Gartenhag, eine Hecke, Zaun, sorry. Ja. Dass du einen Zaun machst, der beschützt ist, dass unser Garten wirklich unter deinem Schutz stehen darf. Ja. Nimm jegliche Blockaden weg, Jesus. Ja. Amen. Es ist wunderbar, wenn wir mal bei uns anfangen und für mich ist es so etwas geworden, auch wo ich immer wieder hingehe zu Jesus. Zeig du, was ist in meinem Herzen, was willst du wegnehmen, wo willst du in meinem Garten etwas ändern. Und dann das Nächste ist eben, das haben wir vorher gesehen, unsere Ressourcen, unsere Beziehungen, unsere Menschen im Umfeld, wo Gott uns reingestellt hat. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir jetzt gemeinsam eine Gebetszeit machen, wo ihr einfach Anliegen für euer Umfeld mal da reinschreibt. Einfach, was wünscht ihr euch? Ich habe vorher schon gesehen, es hat Leute, die für ihre Kinder Anliegen reingeschrieben haben oder für einfach was auch immer, dass wir gemeinsam jetzt Anliegen vor Gott einfach gemeinsam bringen, dass er da einfach in unserem Umfeld, dass er Wunder bewirken kann. Komm, wir machen und nehmen uns doch diese Fürbittezeit, wo ihr gerne wieder in den Chat schreibt oder wenn ihr das nicht gerne macht oder ihr schaut das Video im Nachhinein, dann betet jetzt selber auch für euer Umfeld, für die Personen, wo ihr merkt, hey, da sind Nöte, da möchtet ihr Gottes Segen reinsprechen. Dave, könntest du starten mit einem Gebet dafür, dass Gott uns hilft, da auch Verantwortung und Weise mit unserem Garten, mit unserem nächsten Schritt, mit unseren Ressourcen und allem Weise umgeht. Und dann kommen wir zu den Anliegen. Ihr dürft die Anliegen schon reinschreiben. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht nur einen Gärtnerjob gegeben hast, sondern auch du vergleichst uns auch mit Verwaltern. Du gibst uns Talente, Geld in die Hände, was auch immer. Einigen von uns sind Kindern anvertraut oder Besitz, Grundbesitz, was auch immer, Mobilität, alles Dinge, die Kraft haben und die zerstören können, aber auch bauen können und die Erde schöner machen können und unser Umfeld. Und jetzt bitte ich dich um Weisheit. Ich bitte dich um ein freies und
danke dir für ein freies und ein erlöstes Herz, aus dem wir dann eben Entscheidungen treffen können und deine Stimme hören können. Wir müssen nichts abbüßen. Das möchte ich dir auch zusprechen. Du musst diese Erde nicht erlösen. Du bist nicht der Erlöser, sondern du wurdest erlöst. Und aus dieser Haltung raus machen wir das auf der Erde, was wir machen. Aber aus dieser Haltung raus, aus einer erlösten Haltung. Und dafür danken wir dir, Jesus. Und ich bitte dich um viel Weisheit und um auch mega viel Kreativität. Ich bitte dich, dass du Leute mit dem Geist der Kreativität segnest, der ihnen hilft, ihre Ressourcen möglichst gewinnbringend einzusetzen, ihre Kinder so groß zu ziehen, dass sie dir an dein Herz wachsen dürfen, ihr Geld so einzusetzen, dass es sich vermehrt und dass dein Reich größer werden kann und diese Erde schöner. Und ich bitte dich, dass du hier uns ganz viel Kreativität schenkst. Auch Gelassenheit in dieser ganzen Alarmgesellschaft, die immer irgendwo eine Glocke bimmelt, bitte ich dich darum für einen anderen Geist, einen Geist der Sohnschaft und der Tochterschaft, der einfach, ein Geist, der aus einem relaxten und freien Herz raus agieren kann. Mhm. Wir beten jetzt auch einfach einige Anliegen noch aus dem Chat, beten wir mit. Ihr dürft selber auch hier mitbeten. Und ich bete für überall, wo in deinem Umfeld auch Krankheit ist. Und das ist auch etwas, wo Gott dich reinberufen hat. Und ich segne dich, dass du unterstützen kannst am richtigen Ort, dass du helfen kannst, dass du pflegen kannst, dass du ermutigen kannst, dass du Glauben reinsprechen kannst. Und wir bitten dich aber auch, Gott, dass du Heilung schenkst für diese Menschen. Und wir trauen diese Menschen vor dich, Jesus, diese Kolleginnen da von Martina, aber auch andere Leute, wo wir in unserem Umfeld wirklich diese kranken Menschen haben. Wir bitten dich um Heilung und kräftige diese Körper nochmal und mach sie ganz gesund. Ich sehe hier viele auch Anliegen, dass Familienmitglieder zum Glauben finden können. Ja. Und für Ja. das bitte ich dich auch, Jesus, dass du einfach, ja auch hier dieser andere Geist einfach diese Herzen anzieht, wie ein Magnet. Und es ist der andere Magnetpol, der anzieht. Das ist nicht das Gleiche. Und ich danke dir, dass wir nicht gleich sein müssen, wie die Welt, um anzuziehen, sondern dass das anziehend ist, was du in unser Herz an Friede, an Liebe und Glaube gelegt hast. Und das spreche ich einfach in all diese Anliegen rein von Familienangehörigen, die noch nicht an Jesus glauben. Wir bitten dich, dass du dich ihrer erbarmst und dass du den Himmel öffnest, ihnen Träume gibst, Visionen, Begegnungen mit dir und ihre Herzen einfach knackst. Wir stellen sie einfach unter deinen göttlichen Einfluss. Ja, und Vater, ich danke dir auch für all diese, die jetzt in den Familien Konflikte haben. Vater, ich danke dir, dass Familie etwas Göttliches ist, und ich danke dir einfach, dass du diese Beziehungen neu stärkst, Vater, und Versöhnung reinbringst und Vergebung reinbringst, dass du einfach mit deinem Geist kommst, Vater, und dass du uns auch immer wieder zeigst, wie wir für unsere Familie beten können, wie wir für unsere Verwandten beten können, Vater, wie wir da einfach auch die Verantwortung in den Riss stehen können für unsere liebsten Angehörigen. Und ich danke dir einfach, dass du uns aber auch den Druck nimmst, dass wir das irgendwie regeln müssen oder dass wir da der Vermittler sein müssen, dass du uns einfach die Weisheit gibst, was wir wie dürfen machen und uns die Schritte zeigst, Vater. Ich danke dir für göttliche Führung in unseren Beziehungen. Und ich bitte dich auch für unsere Ehen, Jesus. Das ist auch so unser Umfeld. Und ich segne jetzt alle, auch die hier mitschauen, die verheiratet sind oder auch die vielleicht in einer Beziehung sind. Ich segne euch auch einfach in der Aufgabe drin, ein guter Ehepartner zu sein, ein guter Freund zu sein oder Freundin zu sein oder einfach Verlobte oder Verlobter. Ich segne euch mit Weisheit, mit auch einem weichen Herz, mit einer Liebe, einer Frische, mit einer Energie und auch mit einer göttlichen Weisheit, auch zu erkennen,
was die richtige Investition ist in deine Ehe und in deinen Ehepartner. Das ist unser Ort, Jesus, wo wir Verantwortung übernehmen wollen. Und ich segne auch alle, die Singles sind, segne ich auch in dem drin, zu erkennen, was Gottes Plan für deine Zeit ist, wo du drin stehst, was Gottes Sicht auf dich ist und auch welche Wege Gott mit dir im Moment gehen will. Amen. Ich würde gerne zu einem nächsten Punkt mit euch kommen, wo ich glaube, möchte Gott etwas noch heute jetzt bei uns ansprechen. Und zwar, wir haben über Gottes Schöpfung und Schöpfungsordnung gesprochen und es gehört eigentlich noch zur Schöpfungsgeschichte, dass Gott sagt, am 7. Tag, da ist der Sabbat. Und am 7. Tag ist der Tag, wo wir zurückschauen in die Woche, wo wir Gott oberste Priorität geben. Und da möchten wir heute wie Gott einfach Gott eine Möglichkeit geben, einen Raum, sprich doch in unser Leben. Wie sollen wir Gott unseren Sabbat, möchtest du heute etwas zu uns sagen, wie wir unseren Sabbat ändern sollen, beleben sollen neu, was möchtest du tun? Und da schalten wir nochmal zurück zu einer Sequenz, was Leo gesagt hat, eben was am Sabbat gut passieren kann. Man ist mit Gott unterwegs, weil der Punkt ist das, auch wenn du nichts in deinem Leben falsch machen würdest, rein hypothetisch, was nicht machbar ist. Meine Frau war mal im Pastoren-Timeout und ich habe dann gedacht, eine Woche, ich habe jedes Zimmer zugemacht, damit ich ja nichts reinigen muss. Nach einer Woche habe ich das Zimmer aufgemacht, habe gemeint, der Staub, wo kommt denn der her? Und der Staub kommt automatisch, du musst gar nichts machen. Bei jedem von uns setzt sich ein geistlicher Staub ab, den wir abstauben müssen. Ja, Staub. Ich habe mich mal gefragt, wieso der Staub auf schwarzen Unterlagen weiß aussieht und auf weißen Unterlagen schwarz aussieht. Hey, jetzt aber. Jetzt kommen wir in die Tiefe. Nein, Spaß. Ja, es gibt natürlich immer Staub in unserem Leben, ob wir das wollen oder nicht. Eben wie schon gesagt, ich bin Seelsorgerin und ich habe vielfach die gleiche Reaktion, wenn ich jemandem rate, in die Seelsorge zu gehen. Und zwar, ja, ich habe ja gar nichts, ich habe ja gar kein Problem. Und dann denke ich immer so, ja. Und ich denke, wir müssen gar nichts tun, es muss noch nicht so krasse Auswirkungen in unserem Leben haben, dass wir etwas haben, das wir anschauen können. Und ich mache das regelmäßig. Ich schaue regelmäßig wirklich auf mein Leben und auf meine Seele und auf mein Herz, wo habe ich etwas. Und ich arbeite daran, weil genau, ich glaube, wir haben die Zeit vom Sabbat, wir haben wirklich die Zeit dafür gekriegt, nochmal zurückzuschauen in die Woche und einfach Gott zu fragen, wo gibt es etwas, wo hat sich Staub angesammelt? Ich würde gerne eine kurze Zeit machen, wo wir einfach dem Heiligen Geist einfach kurz Raum geben, um zu uns zu sprechen. Da ist jeder an einem ganz anderen Punkt, wie du den Sabbat feierst, ob du überhaupt einen Tag hast, wo du zur Ruhe kommst und welche Rolle darf Gott da spielen und wo darf Gott deinen Staub konfrontieren an diesem Sabbat. Machen wir doch kurz einfach einen Moment Ruhe, wo wir auf den Heiligen Geist hören. Sprich jetzt du, Heiliger Geist, zu uns allen. Jetzt ist wahrscheinlich am besten, wenn du das kurz dir merkst oder einfach das ernst nimmst, was Gott dir gesagt hat. Und
komm, Peter, segne doch die Leute einfach noch mit einer neuen, kraftvollen Sabbat-Lebensweise. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnen willst in unserem Leben, dass du dich sehnst nach Zeit mit uns, dass du dich sehnst, dass wir zu dir kommen mit unseren Anliegen, dass wir zu dir kommen, wenn wir etwas aufräumen wollen, wenn wir Staub abwischen wollen. Und ich danke dir einfach, dass du uns segnest mit deiner Weisheit, wie wir unseren Sabbat verbringen dürfen, dass du uns auch leitest darin, uns immer wieder zeigst, wo wir Pause machen dürfen, vielleicht einfach mal das Smartphone weglegen, mal alleine sein eine Zeit lang und einfach dir begegnen, Vater. Und ich will dich einfach segnen. Ich habe das Gefühl, dass Gott heute uns einfach eine Disziplin geben will, dass wir da verantwortungsvoll umgehen dürfen mit unserer Zeit. Und manchmal sind wir zu beschäftigt, um auf unser Leben zu schauen und wir sehen gar nicht, was sich da alles angesammelt hat. Und ich danke dir, dass du nicht der bist, der uns dann anklagt und uns Schuldgefühle macht, dass wir zu wenig Zeit für dich nehmen und dann erst recht selbst schuld sind, wenn sich jetzt vieles angestaut hat und dass wir selber schauen müssen, sondern dass du barmherzig bist und uns da willst helfen, eine Disziplin zu haben mit unserer Zeit. Und auch unbedingt, ich danke dir, Jesus, dass du uns ein Feuer gibst, einen Wunsch, dir zu begegnen, Zeit mit dir zu verbringen, wie wir mit unserem Ehepartner, mit unserem Freund oder mit unserer Freundin oder mit unserer Kollegin Zeit verbringen wollen, dass du uns da eine Lust gibst, dir zu begegnen, mit dir Zeit zu verbringen. Amen. Amen. Ich möchte zum Abschluss einfach noch über uns allen einen Bibelvers aussprechen aus Römer 8. Und zwar ist mir das so einfach aufgefallen, Leo hat ja diese Prioritäten dann umgedreht. Und wir leben in einer Welt, wo oft Gott zu allerletzt kommt und gleich nach Gott zu allerletzt kommst dann du, also du auch. Und wir sind einfach geprägt von dem, dass grundsätzlich braucht es dich nicht. Grundsätzlich wäre die Welt besser dran, es gäbe dich nicht. Das ist schon krass. Diese Lüge begegnet uns so oft. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns bewusst werden, wir sind geliebt, wir sind gewollt, wir sind gebraucht. Genau. Und ich lese darum aus Römer 8, Vers 35 und dann ab 38. Ich spreche das über dir aus. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe trennen, die Christus zu uns hat? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns an den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Und damit segnen wir dich, deinen Tag, deine Woche. Gottes Liebe ist mit dir, wo immer dass du bist. Amen. Amen. Bis bald.